Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Am Pelzig. So, wir haben jetzt zuerst mal hier ausgeraubt, was hier zu holen ist. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen zur Seite treten, weil jetzt was kommt. So, da sind nämlich ein paar Leute auf einmal da. Und ja, die scheinen alle ziemlich beschäftigt zu sein. Deswegen gehe ich erstmal hinter den Magier. Hoppla. Und versuche den mal umzumoschen. Okay, sehr schön. 5-facher Schaden durch hinterhältiger Angriff. Und ich würde sagen, wir gehen alle auf den Magier drauf. Keine Gnade denen, die gegen uns sind. So. Das habt ihr gut gemacht. Ich habe mal Zweifel bei dem Plan gehabt, aber er hat ja richtig gut funktioniert. Besorgt der einen Trottel, der das Risiko übernimmt, und dann begraben wir ihn in der Gruft und nehmen uns den Schatz. Tut mir leid, dass ich eine Illusion über den wissenschaftlichen Abenteurer zerstören muss. Aber mir liegt mehr drauf, wie viel ich den kleinen Schmuckstückchen da verkaufen kann. Ja. Jetzt werden wir von einer anderen bösen Gruppe überfallen. So. Zuerst mal den Magier abmurksen. Eder. Ich würde mal sagen, du machst einfach mal eine Runde Alp hier in die Gruppe rein. So. Okay. Also. Abdel Adrian. Toll, der hat hier die Zauber unterbrochen. Die Plumskuh hier. Chuck. Erstmal alle auf Dido. Okay, da habe ich jetzt nichts reißen können. Schade. Das scheint wohl der Kleriker hier zu sein. Anomen, der ist voller Furcht. Edwin, du solltest mal besser hier weggehen. Und Edwin, mach doch mal bitte ein Furchtbannen hier auf alle. So, dann habt ihr nämlich auch effektiv einen Kämpfer mehr dabei. Und alle auf den Kleriker. Apropos Kleriker. Anomen, renn du mal nicht so weit weg. Wir brauchen eine Massenheilung. Du jagst mal magisches Geschoss auf die Alt. So. Und du ist noch ein Ferrik-Eisenklinger. Ja, das ist schon eine okay, schlecht die Gruppe. Aber die sind uns bei weitem unterlegen. So, jetzt alle noch auf die eigentlich Verursacherin von dem Chaos hier. So, Abdel Adrian hat sie selber geschlachtet. Sehr gut. Jetzt würde ich sagen, sind wir mal dran, hier die Leiche zu flattern, was die so bei sich gehabt haben. Ja, das ist schon was Brauchbares, was die bei sich hat, die gute Frau. Auf jeden Fall so einer können wir gut gebrauchen. Plattenpanzer +1. Geht an Edwin, weil der die größte Tragkraft hat. Normaler Schild +1. Geht ebenfalls an Edwin. Können wir teuer verkaufen, den Schampel. Dann der Dieb. Ne, Quatsch, das war die Frau. Die hat, ja, Müll bei sich gehabt. So normales Katana und ein Wakizashi. Das ist Quatsch. Korgan hat noch. Würde ich sagen, er kann hin und wieder auch einer gebrauchen. Deswegen kriegt er erstmal nur einer und Abdel Adrian kriegt noch einer. Und den Silberring machen wir da dazu. Und Schnelligkeitsöl hat, glaube ich, ja, das bunkert Korgan, warum auch immer. Ich würde eher sagen, das machen wir so. Und der kriegt erstmal wieder seine Tränke. Vikonia hat noch. Okay. Kriegt Korgan lieber die Dingerei. Weil ich würde sagen, Anomen kann sowas hin und wieder einmal gebrauchen. Der Magier hat noch einen Furchtstab und einen konzentrierter Heiltrank. Sehr schön. Dann Silberring, den Stab der Furcht. Da geht mal an Vikonia jetzt erst einmal. Der Kleriker, der hatte beschlagenes Lederwams +2. Und da war offensichtlich noch ein Bogenschützer. Okay. Beschlagener Lederwams +2 ist das weiß ich auf jeden Fall. So, du kriegst noch einer. Und Korgan kriegt auch noch einer, weil der es auf jeden Fall braucht. Zack. Eder, guck das mal an. Ja, der sieht auch nur beschlagener Lederwams drin. Na gut, dann geht es erstmal durch, weil dafür verschwende ich jetzt kein Identifizieren von meiner Brille. Eine Streitaxt +2 und ein Langschild +2 müsste das sein. Ja, aber kann er gerade nicht analysieren. Und Edwin auch nicht. Na gut.
Okay, dann wäre jetzt die böse Gruppe soweit erledigt. Ja. Und wir können unserem Geschäft weiter nachgehen. Das heißt, wir haben jetzt diese Drachentöterwaffe eingesammelt und können eigentlich jetzt wieder bis dahin gehen. So. Dann sind wir nämlich aus dem kleinen Grabmal-Dungeon innerhalb vom 4-Krag-Dungeon raus. Also das ist ja, wie gesagt, 4-Krag-Dungeon ist ja eigentlich das Gebiet hier. Und das ist halt nur so ein kleines Gebiet innerhalb von dem Dungeon gewesen. Wahrscheinlich ehe halt arg-Schlosse ist der Dungeon entstanden auf Basis von dem Grabmal. So. Oh, hier haben wir auch noch irgendwas Nettes. Du ist ein Schreckenswolf, noch einer. Ein höherer Wolfwehr und 2 Wolfwehr. Ach du Scheiße. Okay, die höhere Wolfwehr sind halt richtig übel. Im Gegensatz zum Werwolf, muss ich halt erklären, der ein Mensch ist, der von einem Wolf gebissen wurde, ist so beim Wolfwehr das Ganze umgekehrt, dass das mal Wölfe waren, die dann sozusagen menschliche Lykanthropie kriegen. Und die haben eine erheblich höhere Regenerationsrate. Und die höhere Wolfwehr, wenn man die nicht sofort abmurkst, dann, ja, regenerieren die sich sofort wieder. Das kann sehr übel ausgehen. Scheiße. Okay, das war nix. Scheiße, scheiße, scheiße! Der verreckt mir hier. Fuck. Die Leute hinterher, der kommt nämlich durch. Scheiße, 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 das war richtig dumm. Okay, das war saudumm. Ja. Ich probier's doch, Abdel Adrian, ich probier's doch. Oh, fuck, 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 fuck. Mann, das war ja richtig dumm, Eva. Okay, jetzt alle auf den Wolfwehr. Gut, dann auf den Schreckenswolf, der blockiert einfach nur. Dann machen wir nochmal den Schreckenswolf platt, der blockiert auch nur. Auf den Wolfwehr, den kriegen wir relativ fix gebacken. Und jetzt auf den Höherer. Okay. So, heil dich, Korgan. Der Witterdunak Heidel, 15.000 hat er gebraucht. Ich hoffe, das bringt was. Meine Fresse, das war jetzt eben kurz vor knappig. Ich habe es nicht mehr bedacht, dass eventuell das Ganze unseren Weg behindert. Meine Fresse. Nochmal Massenheilung. Und jetzt können wir auf jeden Fall was gebrauchen, was wir im Gepäck haben. Den Luftstecken, den kriegt jetzt nämlich Korgan. Und dann speichern wir hier auf jeden Fall nochmal, bevor so ein Scheiß noch einmal passiert. Also sorry, das war echt nett beabsichtigt. So, jetzt gucken wir erstmal, was hier rumhampelt. Ich glaube Golems wieder, ne? Jawohl. Wieder viele, viele bunte Golems. Dieser uralte Brunnen scheint noch immer zu funktionieren. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Wassereimer nach oben ziehen. Ihr dreht die Winde und der Wassereimer beginnt langsam aus den Tiefen des Brunnens emporzusteigen. Es dauert nicht lang, bis ihr den Eimer greifen könnt. Aus dem schlammigen Wasser des Kübels zieht ihr einen seltsam geformten Helm. Bevor ihr ihn aber genauer untersuchen könnt, kommt auf einmal ein Windstoß aus den Tiefen des Brunnens. Aber den will ich identifizieren. Drachenhelm. Der begabte Hexer Wormsor hat aus mehreren Drachenschuppen diesen mächtigen Helm gefertigt. Rote, weiße und grüne Schuppen überlagern sich gegenseitig und schützen so den Träger nicht nur vor normalen Schlägen, sondern auch vor Feuer, Kälte und Elektrizität. Man kann nur schwer sagen, ob die mächtige Magie des Hexers oder die Schuppen für den magischen Schutz verantwortlich sind. 25 insgesamt für Feuer, Kälte und Elektro. Die hat ja auch schon den Schild. Ne? Feuer, Kälte und Elektro 25. Und das ist 20. Okay, da ist das Ding definitiv besser. Und an Nomen ist jetzt bei Resi Elektro 100, Feuer 90, Kälte 50. Das ist ziemlich gut. Das ist uns später wahrscheinlich von großem Nutzer. Ja, da ist er nämlich, der Kaspar. Oh. Okay, Corky, machen fertig. So. Die müssen dann nämlich immer einen Rettungswurf gegen Zauber bestehen, sonst werden sie vernichtet. Oh oh, oh oh. Großes Problem. Gut, es hat geklappt. Korgan hat tatsächlich mit seinem Luftstecken den Elementar gecrackt. Das geht wieder zurück an Vikonia. Und jetzt erstmal alle wieder zurückziehen, wenn der Golem hier rein spaziert kommt. Das ist nämlich ein Steingolem. Dann können wir hier knacken. Sehr schön. Okay.
Dann würde ich sagen, altbewährtes Muster. Corgi kriegt Ründstab +4 und verprügelt oder mit erstmal ordentlich diesen elenden Eisengolem, der hier steht. Dann hoffen wir mal, dass das wieder gut geht, wie bisher auch. Etwas zurück. Oh, etwas weiter zurück. Nee, Korgan muss hier dauernd Rettungswürfe bestehen. Und die anderen Golems sind glücklicherweise noch nichts spitz kriegt. Müssen wir jetzt wieder abwarten. Dass wenigstens der Golem uns in Arc greifen kann. Macht aber mittelschweren Heilen. Hier muss er ständig Rettungswürfe gegen Tod bestehen, wenn er da in der Nähe ist. Und nochmal schwere Wunden heilen auf ihn. Gut, jetzt geh wieder zurück. Sehr schön, der Golem ist geknackt. Toll lacht er. So, das geht wieder zurück an Edwin. Und jetzt raus aus der eklige Giftgaswolke von dem Golem. Und jetzt kommt schon eine recht arge Kaspert. Da kommt schon wieder ein Steingolem. Aber die Lehmkumpels fehlen. Scheint, als ob genug für alle. So, erstmal speichern an der Stelle. Puh. Was wollt ihr? Gut, also, Lehmgolems müssten doch noch sein. Ja, da kommen sie schon arg gerannt. So. Jetzt bitte den Lehmkumpel kaputtschlagen. Sehr schön. Meine Axt gut. Meine Axt gut. Ah, nicht schlecht. Oh, hoppla. Du hast hier noch eine Menge Oroks. Das sind Tiefenorks. Also das sind die Orks, wie sie im Unterreich vorkommen. Die sind etwas stämmiger, etwas größer, etwas stärker, etwas hässlicher. Wie so ziemlich alles im Unterreich. So, gut. Also die Oroks, wie gesagt, das sind jetzt großartige Gegner für uns. Das ist eher Kanonefutter, würde ich sagen. Auf unserer jetzigen Stufe sind Oroks wirklich nichts anderes als Kanonefutter. So. Das Zeug kommt hier in die Boxreihe. Das kommt an Edwin. Der kann es wieder aufbewahren. Okay, bevor wir hier im offiziellen Teil weitergehen, würde ich sagen, gucken wir uns erstmal nochmal das optionale Ding hier an. Okay, hier ist abgeschlossen. Aus gutem Grund, wie ich finde. So, jetzt gehen wir erstmal dort hier. Was geht denn hier ab? Narre, der Meister duldet keine Inkompetenz. Ihr solltet sein Lieblingsgolems reinigen und ihr arbeitet nicht gut genug. Der Meister ist wütend. Für ihn sind seine Golems wertvoller als 100 von euch. Wir machen gut hier, Gerg nicht mitmachen, um von stinkendem Hund rumgeschubst zu werden. Bitte nicht haue, Hündchen, tut weh, tut weh. Ihr scheint falsch zu liegen, Abschaum. Der Hund ist derjenige, der winselt. Und das seid doch sicher nicht ihr. Und Kölnen. Hessen und Kölner, genau. Und jetzt machen wir erstmal den Hauptmann platt, um deine lustige Geselle hier zu helfen. Gerg nicht bereit zu sterben in Stinkhaufe wie dem hier. Ich gehe. Gut, ihr habt jetzt Feierabend und der Werwolf ist bestimmt auch etwas größere Bedrohung als ein Hobgoblin und ein kleiner Troll. So, die Lieblingsgolems hat er gesagt. Hm? So. Erzähl mir mehr, Gerg. Aber hier sollten wir auf jeden Fall nochmal speichern. Und hier sollte Corgi wieder die gute +4 Waffe in petto haben. Zack. Hoffentlich werde ich wenigstens gut bezahlt. Also, da kommt da, der Adamantit-Golem. Das ist so ziemlich das mächtigste, was es gibt. An Golem. Ja, das dauert jetzt ewig. Bei Eisengolems ist er ja noch gut durchgekommen mit seiner 8 oder 10 Schadenspunkte, die er da so zwischendurch gemacht hat. Der Adamantit-Golem wiederum hat eine verdammt hohe Resistenz.
sowohl physisch als auch magisch. Ich müsste dem erst zigmal Magie oder Resistenz senken drauf hauen, dass er so weit ist, dass man ihn auch mit Zauber knacken könnte, was aber hier nicht der Fall sein wird, weil ich mir die Zauber einfach aufhebe. Und man kommt nur mit einer plus 4 oder plus 5 Waffe bei so einem Golem durch. Und ja, die plus 4 Waffe sind schon verdammt selten im Spiel und die plus 5 noch seltener. Und deswegen kann ich derzeit nichts anderes machen, als unseren Kork an der Gruft zu hauen. Mit dem plus 4 Stab. Das Gute ist aber, der Golem ist hier gefangen, der kommt hier nicht durch. Das heißt, wir müssen uns ihm nicht im offenen Kampf stellen, wo er überall diesen ekelhaften Nebelrotz um sich rum machen kann. Na toll, die Steingolems sind auch schon Lunte gerochen. Ja, auf jeden Fall, das geht halt einfach nicht. Und dann wird der Kampf ewig und 3 Tage dauern, beziehungsweise unsere Gruppe würde total verrecken gegen das Vieh. Und Adamantit ist halt in Dungeons & Dragons das härteste Material, was es gibt. Das heißt, der Golem ist eigentlich aus einem praktisch unzerstörbaren Material geschmiedet worden und dann zum Leben erweckt worden. Das ist ein extrem hoher Herausforderungsgrad, den so ein Gegner darstellt. Also der ist definitiv nicht ohne. Jetzt haben mich diese dämische Steingolems auch noch verlangsamt. Aber wisst was, das können wir immer so spaßeshalber drauf machen. Und noch einmal einer. Um 23% haben wir es gesenkt. Und jetzt noch einmal. So, nochmal um 23, also 46%. Jetzt haben wir so circa 50-50 Chance, dass was durchgeht. Weil der hat 100% Magieresistenz. Ja, nochmal 10er. Also wie gesagt, die Hälfte bleibt stecken bei dem Golem. Das ist halt echt heftig. Ja, das sind jetzt 3 von 4 durchgekommen. Jetzt macht er nicht mehr lang. Nochmal ein magisches Geschoss. Ah, der ist so gut wie weg. Okay. Corki ist auch wieder fix unterwegs. Und der lebt nicht mehr lang. Also ihr seht, was das überhaupt für Geraffel ist für einen Magier, um hier durchzukommen bei dem Vieh. Aber halt mal der Gaul, aber wenn wir 50-50 haben. Ich will einfach mal gucken, ob er jetzt so damit durchkommt. Okay. Ist immun gegen diese Art von Schaden. Das ist schon heftig. So. Okay, also ihr seht schon, was das für ein abartiges Geraffel ist, um bei so einem Golem wirklich mal durchzukommen. Dafür belohnt er uns mit 25.000 Erfahrungspunkte, was schon ziemlich heftig ist. Puh, die sind aber hart erkämpft, diese 25.000. Deswegen jetzt nochmal zurück und auf die Schließhauer von den Steingolems. So. Die Stähgolems sind ja kein Problem. 8000, das ist ja beinahe schon das, was uns das Standardgewürm gibt. Also das, was einigermaßen auf unser Level abgestimmt ist. Ich hab schon wegen weniger getötet. So, Corgi, Lok Nummer A, was kommt? Ich glaube, da hinten sind noch ein paar Lehmkumpels, oder? Ne, keine Lehmkumpels. Okay, das waren dann wohl die Lieblingsgolems. Da haben wir noch ein bisschen Tant. Und wir haben noch einen tollen Bogen. Wie gut, dass wir keinen Bogenschütze in der Gruppe haben. Okay, ein seltenes Belljuril. Das geht auf jeden... Ah, nee, Quatsch. Moment, warte mal. Geht es noch in unseren Special Korb? Jawohl, sehr gut. Und das können wir dann Dora in den Schandkorb. Und hier haben wir noch einen Kompositbogen, den wir untersuchen müssten. Herzsucher plus 3. Die Legende besagt, dass der Bogner Pin O'Raffen den Bogen aus dem Herz eines Baumhirten fertigte. Wie er in den Besitz eines solch exotischen Materials gekommen sein soll, erklärt die Legende nicht. Er selbst war darüber überrascht, welch ungewöhnliche Fähigkeiten das verwendete Material dem Bogen verlieh. Für eine kurze Zeitspanne, einmal täglich, wird das Zielen des Bogenschützen so verbessert, dass er praktisch nicht daneben schießen kann. Pin behauptete später, dass seine außergewöhnlichen handwerklichen Fähigkeiten dafür verantwortlich sind, aber es ist wesentlich wahrscheinlicher, dass ein Teil der Seele des Baumhirten noch immer in dem Holz zugegen ist. Den Bogen kann man nur mit einer Stärke von 18 oder stärker verwenden. Er hält 9 Sekunden einmal täglich zusätzlich -7 ETW0 auf den Boden,
Schaden. Das ist schon ziemlich geil. Also man kann wirklich sehr gut treffen damit. Dann die ETW 0 wird generell um -4 gesenkt und es ist eine +2 Schadenswaffe und er zählt als +3 Waffe. Das ist schon ziemlich ordentlich. Ich warte. Gut, so viel dazu. Komm, der Rede wert. Dann würde ich sagen, wir suchen jetzt noch das hier ab. Und am Wolfsgeheul hört ihr schon, was du abgeht. Ihr du, würden ihr bitte helfen? Wir haben uns verlaufen, sind Abenteurer wie ihr. Wir sitzen schon seit Tagen hier in der Fall. Und brauchen dringend die Hand von einem Heiler. Komm hier lang. Das ist natürlich die rechtschaffen gute Antwort. Ihr habt Verwundete, ich werde ihnen helfen, so gut ich kann. Geht voran. Warum wurdet ihr erlegen lassen? Wenn ihr Verwundete habt, würden euch die Orks nicht einfach umbringen? Ja, wir haben eine Abmachung mit ihnen. Ja, genau, die haben uns gehen lassen und wir belästigen sie nicht. Gut, die Abmachung, finde ich. Aber ihr habt gesagt, ihr seid Abenteurer. Warum lassen wir euch mit der Orks ein? Wir, Abmachungen? Ich wart. Ich warte nicht mehr länger. Hinhalt ist dumm, wenn ihr bereits in der Höhle seid. 4 Krag sei verdammt, ich töte euch, damit ich Nahrung hab. Okay, auch nicht schlecht. Ich töte euch, damit ich Nahrung habe. Das war der höhere Wolfbär, der mit uns gerettet hat. Also erstmal schlachten wir hier fröhlich den hier ab. So, da kann ich erstmal heilen. Alle Reihe in die gute Hütte. Und jetzt auf der höhere Wolfbär. Die bringen ja nur 1400, die stinknormale Wolfbär. Die sind wie ein Troll eigentlich. Und der bringt Nummer 15.000. Nicht schlecht. So. Jetzt würde ich aber sagen, du gehst voran. Und hier, okay, hier haben wir noch ein bisschen was zum Plündern. Ein Iol und die können wir auch wieder Reiher verkaufen. Die Gewitterbolzer, die gehen an Anomen. So, zack und zack. Das wird teuer später verkauft. Hier und hier haben wir noch was. Gut, Chaos. Grad 5 Zauber nicht besonders gut. Dann können wir auch verkaufen. Und ich glaube, das war's erst einmal. Genau, das wärst du. Jetzt gehst du erstmal durch rein. Oh, hoppla. Noch ein Wolfbär und noch ein Wolfbär. Okay. Ja, dann lab dich mal an meiner Gruppe. Und ich attackiere dich aus der Schatte heraus. 22 Schade. Ja, okay. Nicht so gut. Noch einmal. Probieren wir den Spaß einfach noch einmal. 420 Erfahrung für den. Das ist eine ziemliche Gurke gewesen. Das war wahrscheinlich auch ein junger Wolfbär. So, jetzt machen wir das noch einmal. Das mal mit etwas mehr Elan. Und 26 Schadenspunkte, das war nicht besonders gut. Aber immer hier. So, der ist hinüber. Hier geht nur fix woanders hier. Und du müsstest jetzt noch wer sein, oder? Nee. Wirklich kein Platz für einen Mann meiner Bedeutung. So, beißender Bolzen, der geht jetzt auch nochmal an Anomen, das können wir nämlich auch teuer verkaufen. Beherrschung, wichtiger Zauber auf Rang 5, wie ich finde. Und Monster festhalten, jo, das können wir eigentlich auch noch lernen auf Stufe 5, ja, passt. Beherrschung, dafür können wir dann, nee, ich mag dafür erstmal nichts opfern. Oh, dafür hat Abdel Adrian jetzt eine Stufe erhöht, sehr, sehr gut, perfekt. Wie sieht es mit dem Ding aus? Das ist nicht vermint oder so. Okay, da ist was drin. Pfeile der Durchbohrung und nochmal Kugeln +2. Pfeile der Durchbohrung können wir wahrscheinlich auch teuer verkaufen. Das Horn, das identifizieren wir wann anders. Das geht an Edwin. Und jetzt gucken wir nochmal, wer hat was. Nomen. So, du kriegst jetzt auch den Schampel ausgetauscht. Edwin, das kennst du schon. Untote festhalten. Okay. Das Ding identifizieren wir dann am nächsten Tag. Jetzt steigen wir erstmal Stufe auf. Okay, diverse Rettungswürfe werden reduziert. Und ETW 0 wird um 1 reduziert. Das heißt, er trifft wieder ein bisschen besser. 2 Trefferpunkte kriegt er und 3 Sagenkunde. Okay. Dann würde ich sagen, wir investieren auf jeden Fall nochmal in Fallen finden, 10er und in leise bewegen machen wir nochmal 5 Reihe. Gut. Perfekt. Ja.
Dann sind wir soweit eigentlich auch wieder gerüstet. Gute Idee, Und können das jetzt mir zu hier. übertragen. Das war so die Werwolf-Pforte. Hier waren die tolle Golems. Ja, ich denke, wir haben jetzt das ganze Gefolge von 4 Krag eigentlich soweit abgemurkst. Meuchelmörder Stufe 17. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Wir könnten in dem Spiel definitiv noch eine tolle Stufe erreichen. Also mit Stufe 20 zählt man auf jeden Fall schon zu der sehr epische Charaktere. Okay. So, Sag Abdel mir, was Adrian. zu tun ist. Ich werde unten. Komm der Rede wert. Dann geht er Nummer rein. Guckt doch mal, was es hier gibt. Hier gibt es nichts, wie es aussieht. Nee. Hier waren nur die Oroks. Ich warte. Okay. Dann gehen wir mal dort hier. Ich hoffe, das bringt was. Da ist zu. Und jetzt hat. Guck dich nochmal hier um, weil ich weiß, hier ist was. Und guck dich genau um, Kleiner. Genau hier, Gucker. Ich weiß, dass da was ist. Ach ja. Ich speichere mal an der Stelle nochmal. Aber ich bin mir echt sicher, dass hier eine Falle ist. Ich laufe jetzt einfach mal durch, aber okay. Ich war mir echt sehr sicher, dass da eine ist. Na gut, dann halt nicht. Gut, da haben wir hier ein paar Leute. Ork. Ein Orok, und zwar Häuptling Grabgrub. Den kennen wir ja noch von am Anfang vom 4-Krag Dungeon. Und Tarzog. Dazu muss ich auch nochmal erklären. Wenn wir Baldur's Gate Ends angefangen hätten, also wenn wir mit Baldur's Gate Ends angefangen hätten, dann wäre euch Tarzog ein Begriff gewesen. Tarzog ist eigentlich ein Oger oder ein Orok, nicht ein Orok, Quatsch, ein Ogrillon. Ich glaube, es ist ein Ogrillon, ein Halboger, der für Sarevok die Räuberbande organisiert hat und für den böse Bruder von Abdel Adrian, Sarevok, der hat für den die Räuber organisiert. Ja, so viel kann man sagen. Es war ein Unaboss in Baldur's Gate Ends und der ist eigentlich vom Held ach erschlagen worden und hier taucht er jetzt plötzlich wieder auf. So, Häuptling Grabgrub haben auf jeden Fall schon mal 49 Schadenspunkte gemacht. Der ist schwer verwundet. Ah, ihr seid tatsächlich Kummer. Ja, hat es gesagt, aber ich hat euch für ein zu großer Feigling gehalten. Mein in Windeln liegender Verwandter wird also tatsächlich euer Fleischkrieger. Okay. Hat er anscheinend ein Kind. Aber interessanterweise, obwohl Tarzog eigentlich ein Ogrillon, also ein Halboger ist, wird er hier als Orok dargestellt. Tarzog, wart ihr nicht bei meiner Schlacht mit Sarevok und Baldur's Tor dabei? Ihr seid gar nicht tot? Wer seid ihr? Mehr Kanonefutter? Okay. Nur weitere namenlose Kreatur. Können wir nicht drüber sprechen? Ihr seid offensichtlich intelligent, die Kreatur. Nehmen wir mal das Erste. Tarzog, wart ihr nicht bei meiner Schlacht mit Sarevok und Baldur's Tor dabei? Ihr seid gar nicht tot. Sarevok hat sich viel zu viel auf seinen Teller gekauft und uns in der schlimme Lage zurückgelassen. Wir werden feststellen, dass mein neuer Meister sehr viel kluger ist und ich sehr viel schwerer umzubringen bin. Es scheint, als hielt 4 Krag besondere Belohnung bereit. Hat mich nur euretwegen hierher gebracht. Irgendetwas hat er mit euch kämpfen zu sehen. Und warum sollte ich derjenige sein, der sich beschwert, wenn das bedeutet, dass ich mich noch einmal beweisen kann? Kämpfen! Und denken dran, hinter Tarzog steht eine Macht, größer als ihr je gesehen habt. Eieiei, was ein Großmaul. Okay, dann locken wir dich doch mal grad zu meinen Leuten. Was wollt ihr? Ja, Formiert euch doch mal. Und hindern mal den Knetkorb hier grad durchzukommen. dann eben beim nächsten Mal. So. Okay. Also er rennt jetzt auch noch weg, er will wegrennen, aber die Orks hindern ihn. Er gibt nur 6000 Erfahrungspunkte und war sehr locker umzubringen. Das war ein poplicher Standardgegner. Sagt mir, was zu tun ist. Wobei die Orks sind eigentlich poplische Standardgegner. Tarzog war ein poplicher Elite-Charakter, könnte man sagen. Also schon nichts Starkes. Ja. Hätte man sich eher was von dem erwartet, würde ich sagen. So, die gehen an Abdel Adrian. Kanalisationsschlüssel. Der Schlüssel stinkt ganz leicht nach Abwässern.
Dort, wo ihr den Schlüssel gefunden habt, gibt es aber weit und breit keine Abwasserkanäle. Das Schloss, zu dem der Schlüssel passt, muss sich also wo ganz anders befinden. Ja, und zwar eine Kanalisation von Athkatla, wo wir, die feindliche Truppe abgeschlachtet haben, wo wir, bei dem Zauberer Mekrat waren. Da gibt's etwas. Und das gucken wir uns auf jeden Fall an, wenn wir etwas höher gelevelt sind, muss ich gleich dazu sagen. Ein Feldharnisch hat er und ein 2-Händer +1. Der geht erstmal an Corgi und den behalten wir jetzt. Und dann ist da noch ein Orok, den müssen wir auch noch abschnetzeln. Der Häuptling Grabgrub. Jetzt wird durchhalten, jetzt 4 Grad stolz sein können auf seine Sippe. Naja, du bist ja eh schon schwer verletzt. Also du machst jetzt sowieso nicht mehr so lang, mein Lieber. Ja, das war's dann mit ihm. Der hat jetzt auch noch etwas hinterlassen. Delvas Plattenpanzer +2. Die Rüstung wurde schon von zahlreichen guten Soldaten getragen. Einer ihrer prominentesten Träger, Delva Kinlake, wurde zum Namensgeber der Rüstung. Er war ein umherziehender Schwertkämpfer, dessen starker Schwertarm und scharfer Verstand die Fürsten von Tiefwasser so beeindruckte, dass er es bald zum angesehenen General brachte. Die Rüstung war ein Geschenk von Fürst Beron und leistete Delva 30 Jahre gute Dienste. Nach seinem Tod ging sie an seinen ältesten Sohn weiter. Seit jenen Tagen ist sie durch die Hände der verschiedensten Abenteurer gewandert. Ja, bietet halt Rüstungsklasse 1, haben aber hier besser mit dem Feldharnisch +1. Jo, so viel dazu. Ich mag mich jetzt hier erstmal nochmal umgucken. Sternsaphire hole ich mal. Den Zauber kann ich mir auch noch holen. Der geht auf jeden Fall hier in den Beutel. Das geht an der Eder. Ja, das kann er sogar auch lernen, das ist sehr schön. Okay, Corgi. Guck dich da mal um, weil im Inventar von Abdel Adrian ist nämlich so viel Platz. Okay, die Königsträne geht auf jeden Fall an Abdel Adrian. Oh Mist, der ist voll. Okay, was voll ist, ist halt voll. Gut, dann die Spitzbubensteine und die Tränenkette. Diese Halskette der Tränen Lerals, genau. Das kann man auch für teuer Geld verticken. Ja? Schön. Also ein paar schöne Schmuckstücke haben sie auf jeden Fall. Sagt mir, was zu tun Okay. ist. Komm, der Rede wert. Wie sieht's dann bei dir aus, Mädel? Die Ilta, die Tochter vom Garen Windspeer. Ich hab gewusst, ihr würden Kummer befreien mich. Und ich werde die Flucht antreten. Ich glaube, die Schlösser sind magisch. Der Zauberer, der mich hergebracht hat eine Art von Schlüssel gehabt, aber ich weiß nicht, wie man kriegt. Edle Strebe ist schön und gut, aber ich kann nicht zulassen, dass ihr euch 4 Krag vorwerft. Bitte riskieren euer Leben nicht unnötig, holen den Schlüssel von dem Zauberer und wir können fliehen. Ich warte. Ja, und wir haben jetzt viel drüber gehört. Oh, da ist noch ein versprengter Ork. Okay. Also wir haben jetzt viel drüber gehört, wie mächtig dieser 4 Krag sein muss. Und dass Tarzok so von ihm geschwärmt hat. Von daher, ja, das muss ja schon ein ziemlicher Ochs sein. Und ich habe es ja schon am Dungeon-Eingang erwähnt. Ihr könnt euch vielleicht denken, was oder wer 4 Krag ist. Und ich würde sagen, da die Zeit jetzt schon komme ist für heute, mache ich hier meinen Cut. Und wir sehen uns mal wieder zu Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Am auf Pelzig, wo wir uns dann 4 Krag in Person mal stellen werden. Also machen's gut und bis morgen. Ayan Yankee.